begrüßen ich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vom SW an dem Abhess zum Thema Privatisierungstendenzen an der Lützeburger Bildungslandschaft. Ein paar Termen einfach herausgepickt: New Public Management, Public-Private Partnership, Outsourcing von Aktivitäten, Konkurrenzkampf zwischen den Schulen am Kader von der sogenannten Schulautonomie, Posterprofil, Opmache für Posten an öffentliche Schulen für Leute aus der Privatwirtschaft, Aufbau von den Karrieren am Enseignement, Privatakteuren wie Microsoft, Apple und andere, die sich ein Gülle am Bildungssektor verdingen, international oder international öffentliche Schulen, die mit Programmen für große Privatfirmen wie Pearson und Bertelsmann funktionieren, ein Dialog an Demokratieverständnis, das massiv zu wünschen übrig lässt, etc. etc. Das sind ein paar Stichwörter, die weisen, wie der Privatisierungsgedanken sich schlöserlos zu Lützeburg an diesem Bildungssektor breit möchte. All das Themen wurden SW schon öfters ugeschwert, mir leider fanden das Themen nicht mehr ganz wenig Anklang draußen, weil es sich um einen schleichenden Prozess handelt, der gravierende Konsequenzen über das ganze Bildungssystem kann erwehrt tun, die aber das große Publikum und noch zum Teil leider am Sektor selber nicht mehr ganz wenig bis gar nicht richtig mitkriegen. Die leider aber um sich sollte kennen. Es geht hier um nichts anderes wie die Zukunft von unserer Bildungslandschaft, um die Zukunft von den Leuten im Terrain und um die Zukunft von unseren Kindern. Diesen schleichenden Prozess soll auch die Symbolik von unserem Bild am Hintergrund durchstellen. Ein Puzzle, wo einzelne Stecker well platziert sind, andere nach abstehen, aber wo aber irgendein Kehr an nicht allzu weiter Zukunft, wenn man nicht aufpassen, auch das letzte Stück seinen Platz von hat und da riskiert zu spät zu sein. Das ist sicher recht kürzlich mit der Polemik um die zwei Gesetzesvorschläge 76, 51, 76, 62 und Nominationen auf direkte Posten an einzelne spezialisierte Lyceen mit Leuten aus der Privatwirtschaft, wo das Thema mehr an die Großöffentlichkeit geraten ist. Das ist aber nicht mehr ein Teilspitz von einer Tendenz, die immer mehr zuhält. Und dafür haben wir dezidiert, als SEW OGBL zusammen mit der APHES, diesen Privatisierungsprozess mehr in Diskussion zu bringen. Für dich wollte ich auf den Punkt von Manktem und Dialog und Demokratieverständnis angehen. Das immer konstatiert gehen, dass praktisch überall da, wo Privatakteure sich breit machen, das verbunden ist mit einem Verlust und Dialog und Demokratieverständnis. Stimmen, die nicht auf der Linie von den Entscheidungsträgern liegen, genauso wie Interessenvereine an Zivilgesellschaft, gehen oft weitgehend und immer mehr ignoriert. Und genau das muss ich leider auch feststellen am Bildungssektor zu Lützeburg. Wie oft dann in den letzten Wochen erwähnt und Gewerkschaften, ältere Vereinigungen, Schülerorganisationen, Facebook-Gruppen etc. sich zu Wort gemeldet am Kader von der Covid-Krise, ohne dass sie gehört sind. Mitspracherecht von den Gewerkschaften, die Schüler und Elternvertretungen haben massiv gelitten unter dem DP-Minister Maisch. Und das nicht nur seit dieser Krise. Hier ist zum Beispiel der Minister, den ein Unmaß von Gremien geschaffen hat, für nur außen zu weisen, wie demokratisch vorgeht. Aber hier ist auch der nie dafür gesorgt hat, dass das Gremium noch wirklich konstruktiv funktionieren kann. So zum Beispiel der Bildungstisch, von dem so viel geschwärzt ging, als für einer Zeit, an den immer noch nicht existiert. So zum Beispiel auch der Conseil supérieur de l'éducation nationale oder nach dem Comité à la formation professionnelle. Ja, zum Beispiel der letzte Komitee, der Comité à la formation professionnelle, angeht, just als Beispiel, am Gesetz von 2008 über die Reform von der Berufsausbildung, wird dieses Komitee gegründet als den Hauptgremium, wo alle Akteure sich sollen zusammenfinden, wo die Großlinien von der Berufsausbildung sollen planifiziert, assuiviert gehen. Das war der großen Abhänger, dieses Komitee, wie gesagt, den Hauptgremium von der Berufsausbildung, als zwischen 2008 und 2020 ganz zweimal zusammenkommen. Hier verlangen wir ganz klar, dass etwas muss changieren.
Wir wollen de wäch vun enger Politik vun de großen Ukönigungen ohne Zwivi, das Terra, wo es geschehen muss, an die Akteuren, die do schaffen erleieren, die muss von Anfang an diesen Prozess mat angebunden gehen. Das nämlich zählt für das Ausschaffen von den Gesetzen am Bildungssektor. Do wo wir als Gewerkschaften früher schon am Avant-Projet de Loi bei der Diskussionen angebunden gesehen, gehen wir lo, wie man das kürzlich gesehen haben, mit den Gesetzestexten 76, 50, 76, 62, praktisch recht dann informiert, wann der Gesetzestext an der Chambre deposiert ist. Es geht hier nicht durch, dass just eng von der CGFP total dominiert der Staatsbeamtechambre das Projet de Loi zu Gesicht an seiner Avis kann aufgehen. Auf das Manier gibt ganz viele Stimmen bausen viergelos. Wo sind dann dort zum Beispiel die Stimmen vom SEW, wo sind Stimmen von der APES oder die von den Chargeen, die zusammen immerhin weit über die Haltung vom Schulpersonal am Sekundär repräsentieren. Wenn wir dann ran an die Schule gehen, da sieht es auch nicht unbedingt viel besser aus. Auch intern an den Schulen ist es nicht immer so mit dem Demokratieverständnis. Besonders da, wo die Direktionen sich Prinzipien vom New Public Management ganz besonders ins Herz gelöst haben, gehen Decisionen öfters ohne demokratisch gefeierten Prozess geholt. Ein gutes Beispiel hier als die Covid-Krise, wo eine ganze Reihe Decisionen nicht nur an engem Gebäude, oder mehr wie engem Gebäude, ohne größere Konzertation mit den einzelnen Akteuren von den Direktionen geholt sind, der zum Beispiel beim Abfeiern oder Nicht-Abfeiern von der Maskenpflicht am Klassensaal, bei den Adaptationen von den Horären am Lycée während der Krise und so weiter. Hier verlangen wir, dass in Zukunft der Conseil d'éducation an den Lycéen eine wichtige Rolle muss zukommen. Der Conseil besteht ja als Vertreter von den Enseignants, den Schülern, den Eltern an der Direktion, und misst uns sich das wichtigste Decisionsorgan an der Schule gehen. Und die Decisionen, die hier geholt gehen, sollen respektiert gehen, auch wenn sie nicht der Meinung von der Direktion entsprechen. Das sind ein paar Beispiele zum Thema Dialog und Demokratieverständnis am Bildungssektor. Aber wie schon gesagt, wir sind nicht die Einzigen, die hier da Probleme haben. Auch Schüler und ältere Vertreter sehen das ähnlich. Und das ist auch der Grund, oder von den Gründen, für was SEW und APES heute gemeinsam durchsetzen. Wir müssen und wir wollen als Kräfte bündeln. Dafür sichern wir auch den Kontakt mit den Chargés-Vertretern, so gut auch wie mit den Schülern und älteren Vertretern. Das Bündnisse sollen in Zukunft vermeiden, dass immer und auch da ist eine klassische Taktik vom Privatsektor, von der Privatwirtschaft, vom Patron, den gegen den anderen ausgespielt wird. Weil das war als Einleitung ein bisschen hauptsächlich den Teil über Demokratieverständnis und Dialog. Ich gebe dann wird weitergehen und Gilles Everling von der APES, den dann am Detail kann, auf eine Reihe anderer Aspekte von diesen Privatisierungstendenzen angehen. Merci. Ich werde als Sicht auf Probleme angehen, die wir im Kontext von der Schulautonomie gesehen. Die freizeitige Spezialisierung am Enseignement secondaire general zwingt Schüler dazu, schon ab der 5. an einem jungen, pubertären Alter entscheidend Weichen für ihre berufliche Zukunft zu stellen. Wir wissen nicht nur aus dem Bildungsbericht, sondern auch aus unserer eigenen Praxis, dass ein grosser Teil der Jugendlichen in dem Alter noch gar nicht reif genug ist, für so Entscheidungen zu wollen. Das betrifft zum Beispiel Schüler, die nicht die Unterstützung von daheim haben, für sie zu leiden, oder die schulisch, respektive psychologisch oder psychisch Probleme unterschiedlicher Natur haben. Sie verbauen sich durch die Freispezialisierung in der Umstände den Weg für ihr nur das zu machen, was sie wirklich interessiert. An Eisenahn wäre zum Beispiel sinnvoll, de Sekundär General und de Sekundär Klassik unzugleichen und auch am General Topdelung erreicht auf der Troisième zu machen. Auf Quatrième können die verschiedenen Optionen auch aus dem Handwerk anbieten, für den Schüler die Gelegenheit zu gehen, sich zu informieren, eine Orientierungsdecision muss holen. Er sollte Schüler auch von einer Foire de l'Orientation profitieren können.
Laut Bildungsbericht hilft den defavorisierten Schüler ganz viel, weil sie an heterogene Klassen integriert sind, während die Stärkschüler die Möglichkeit haben, hier sozioemotionale Kompetenzen an ihren Humanismus weiterzuentwickeln, ohne dass hier schulische Leistungen darunter leiden. Darüber hinaus meinen wir, dass es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegenseitig Verstehen wichtig ist, dass als Jugend eine gemeinsame Bildungsbasis an der öffentlichen Schule kriegt. Die Schulautonomie führt dazu, dass alle Schulen immer mehr Aufwand für Marketing betreiben muss, für sich zu profilieren und zu positionieren. So entsteht immer mehr Kompetition statt Kollaboration zwischen den Schulen. Wir sehen auch das Risiko von einer geografischen Diskrimination, weil zum Beispiel der Norden nicht dieselbe schulische Offer bieten kann wie den Zentrum. Das Ganze ist am Kader vom General Agreement on Trade in Services, GATS, PISA an der Globalisierung allgemein zu sehen. GATS ist seit 1995 in Kraft und hier geht es darum, die Schulen in Kompetition mit denen zu setzen, also marktfähig zu machen. Ziel von der Education ist immer mehr menschliche Ressourcen für den internationalen Arbeitsmarkt zu produzieren, an Platz für kritischen und mündige Bürger mit einer breiter und gemeinsamer humanistischer Bildung. Neben der Schulautonomie gibt es den zweiten elementaren Bestandteil von der Edukationspolitik, den uns sorgen möchte. Der seit Jahren betriebenen systematischen Aufbau von der Profekarriere hat dazu gefordert, dass unser Beruf massiv an Attraktivität verloren hat, sodass seit langem ein akuter Mangel an qualifizierten Kandidaten an einer Reihe Fächer besteht. Anstatt Karriere mehr attraktiv zu machen, wird geguckt, für Männer qualifizierte Leute an Bord zu bringen. So haben wir immer mehr Leute, die Kurhallen ohne pädagogische Ausbildung, zum Beispiel an der Formation des Adultes, auf der BTS und so weiter. Dazu gehören finanzielle Abbußen, die den Enseignants am Kader vom Zukunftspark oberlöst und nicht rückgängig gemacht werden. Das betrifft Arbeit an den Kommissionen, zum Beispiel Programmkommissionen und Korrekturen von den Premiers Examen, die 25% Männer bezahlt werden. Durch das Reglement Grand Ducal vom 6. September 2016 wird ein Enseignant am Sekundär vis-à-vis von allen anderen Staatsbeamten diskriminiert, weil er viel mehr Formation continue machen muss. Die Formation continue ist am Beamtenstatut geregelt, die für die Karriere A1 30 Tage, also 180 Stunden, vorgesehen, für an den letzten Grad zu kommen. Die Weiterbildung wird bei den anderen Funktionären nicht nur bezahlt, mehr als auch mit Avancementen an der Karriere verbunden. Da ging es ein Enseignant, wenn er 40 Jahre aktiv ist, 40 mal 16, das heißt 640 Stunden Formation continue machen, also mehr wie das dreifacht. Und die zusätzlich 460 Stunden sind nicht mit Avancementen verbunden. Und plus sind die 640 Stunden auch noch als einer Vorbereitungszeit zu machen, während alle anderen Staatsbeamten die 180 Stunden während seiner Arbeitszeit möchten. Dabei kommt, dass ein Enseignant, den mehr wie die verlangten 40 Stunden Weiterbildung an einer 3-Jahresperiode gemacht wird, just 16 Stunden darf man darüber holen. Der Rest verfällt. So etwas gibt es sonst nirgends beim Staat. An unseren Lyceen legt den Enseignant seit Jahren eine grosse Zahl von Überstunden, meistens nicht, weil sie sich langweilen oder für Kollegen zu ersetzen, die kurzfristig krank gehen, aber weil ein immer mehr akuten Enseignantsmangel besteht.
Wir schwätzen also hauptsächlich von Überstunden, die vom 1. bis zum letzten Tag vom Schuljahr gehalten. Von unseren Kollegen wissen wir, dass diese Situation oft zu chronischem Stress und Überbelastung führt. Ohne die vielen Überstunden werden sekundäres Schulbetrieb aber nicht aufrechtzuerhalten. Dem Edukationsminister an dem Staat allgemein ist die Situation seit langem bekannt, passt ganz gut an den Chrom, weil den Modus operandi wesentlich mehr billig geht, wie neue Enseignants anzustellen. Das liegt daran, dass als Überstunden 30 bis 50% Männer bezahlt gehen wie sogenannte Normalschulstunden, wohlgemerkt für dieselben Arbeitsopfer. Dabei kommen dann Äußerungen wie die vom Premierminister für 5 Jahre, dass Professoren just noch für die Arbeit bezahlt gehen, die sie wirklich machen. Es fällt schwer, das nicht als Schlag an Gesicht für unseren Berufsstand zu betrachten. Das Bewertungssystem baut Druck auf, für privatwirtschaftliche Managementmethoden an die öffentliche Schule zu bringen und die Enseignants gefügig zu machen. Es führt zu einem immensen administrativen Aufwand und bündelt Energie, die besser für pädagogische Zwecke eingesetzt wird. Die Reform vom Cycle inférieur am Secondaire Général, die für 2 Jahre den Cours de Base und den Cours avancé, sowohl an den Sprachen wie auch an der Mathe angefordert wird, als ein weiteres Beispiel dafür, wie ohne Konsultation vom Terrain massiv Umstrukturierungen über die Knie gebracht sind. Das hat große organisatorische und pädagogische Herausforderungen und viel Unsicherheit bei allen Akteuren mit sich bringt. Aber dem Resultat, das aus schulischer Sicht für viele Leute mehr wie vorgestellt wird. Auch hier geht den Eindruck nicht los, dass es sich um eine weiter verstoppte Spurmaßnahme handelt, weil durch die interne Differenzierung, die extern als wenn es akutem Ressourcenmangel auf viele Gebäude gar nicht realisierbar, die Klassen effektiver noch weiter an die Luft gehen, wird eine Realdifferenzierung noch mehr umsetzbar möchte und der Stress vom Enseignant weiter steigt. Da wird auch immer probiert, Geld zu sparen, indem sie die Chargen aufsetzt, zum Beispiel für die Regence. Obwohl gerade dem Regent seine Arbeitslast durch die Reformen an die großen Klasseneffektiver stark geklommen ist. Damals ging ich dem Vera Dockendorf vor. Okay, der Thema, wo ich wollte darüber schwatzen, das Thema von Public-Private Partnerships. Und das ist weiter wichtigste Puzzlestück an dem ganzen Privatisierungsprozess. Die Public-Private Partnerships sind eigentlich Kontrakte, die der Staat mit privaten Unternehmen schließt, für allem am Konzept also am Kontext von der Digitalisierung, aber auch am Kontext von der internationalen Schuloffer. Hierbei, vor allem, wenn ihr guckt, was Digitalisierung an die internationale Schuloffer angeht, da geht der Staat eigentlich seinen Bildungsauftrag komplett aus der Hand. Und er geht den Bildungsauftrag, der geht quasi outsourced auf Privatfirmen, die da selber dezidieren, was gelehrt wird, wie es geprüft wird und auch wie es bewertet wird. Und dafür lassen sie sich natürlich auch nach Steuern bezahlen. Ein Beispiel dafür, wenn wir die Digitalisierung angucken, ist der Kontrakt mit Apple und mit Microsoft. Da ist eine rezente Question parlementaire von David Wagner von Die Linke rausgegangen, dass an den letzten 3 Jahren über 12 Millionen öffentliche Gelder und Apple und Microsoft geflossen sind. Und auch in Zukunft, wir sehen, dass die Digitalisierung natürlich immens an die Luft steigt, natürlich auch in Zukunft werden das Gelder eben und das Konzerne gehen an Schulen so eine lukrative Marche gehen für das Privatunterprisen. Und das Privatunterprisen, die haben nicht primär pädagogisch Ziele für als Schüler, mit das Marche, ob dem Suen zu verdienen sind. Und das ist ein Marche, wo man relativ beeinflussbar Klienten haben, nämlich Schüler, mancherjährige Schüler, die man so schon frei können und als bannen, sodass sie dann auch am besten Fall für Apple oder Microsoft die Produkte noch in Zukunft werden kaufen.
Das natürlich nötig für die Schule mit digitalem Material auszustatten, auch für die Schüler darauf vorzubringen, das zu schaffen. Das stelle ich mir natürlich nicht auf froh, aber das halten das also Aussicht der falsche Weg, weil es eben nicht darum geht, Schüler pädagogisch dazu hinzuführen, mit das eben einfach Marché, die Privatunterprisen halt abgemacht wird. Dann haben wir ein weiteres Beispiel gesagt, sind die Public-Private Partnerships am Kader von der Internationalisierung von unseren Schulen, also von der internationalen Offer. Da haben wir verschiedene Schulen, die schaffen mit europäischen Programmen am Kontext von Europaschulen, und wir haben andere Schulen, die wirklich ihre Programme, ihre Examen bei privaten Unternehmen kaufen, von diesen Unternehmen das verbessern und bewerten lassen. Das geht so weit, dass die Roller zum Beispiel abgeholt gehen, dann in die Firma geschickt gehen, die Examen gehen per Post geschickt und gehen total extern verbessert. Und dort der Staat seine Responsabilität aus den Händen gehen, als Privatfirmen determinieren, was enseigniert wird. Aber 12 von den Schulen, die mit diesen Konzernen schaffen, das sind hauptsächlich IBO, eine Schweizer Stiftung. Wir müssen auch gucken, beim Stiftungsrecht in der Schweiz ist auch so eine Sache, also nicht unbedingt, dass du in öffentlichen Interesse vertreten wird. Und dann der Konzern Pearson und Cambridge Assessment. Pearson-Konzern ist so der größte Konzern weltweit, also den hat die größte Anteile, vor allem an den Großbritannien, an den USA, ist der größte Marktchef von den zwei. Das ist zum Beispiel auch ein Konzern, dem Financial Times mal gehört hat, just für einfach zu sagen, dass das nicht unbedingt ein Konzern ist, den aus dem Bildungssektor irgendwas könnte. 12 von den Schulen, die mit diese Konzerne schaffen, hat zugeholt an den letzten Jahren. Das sind zum Beispiel die englischsprachigen Klassen am Athénée, am Escher Junge Lycée, an die französischsprachigen Klassen am Lycée Technique du Centre, die mit Programmen von IBO funktionieren, und mit Aufschlussexamen von IBO, während die englischsprachigen Klassen am Lycée Michel Lucis mit Programmen und Examen funktionieren, die vom Konzern Pearson und Cambridge Assessment aufgekauft gehen. Voilà. Und wenn wir das eben gucken, was die Konzerne, also das ist die Puzzlestücke, wir sagen, die Privatisierung, die könnt los, sie wird Stück für Stück zusammengesetzt, das ist eine Salamitaktik. Auch in Großbritannien hat das los so gefangen. Da ist aber mittlerweile die Situation so, dass 60% von der Sekundärsschule von Bannen privatisiert sind. Das heißt, sie gehen zwar mit öffentlichen Geldern finanziert, aber die Schule selber, alle Lycée, alle einzelnen Lycée, liegt selber fast, wie ihnen erstellt, zu welchen Konditionen, wie die Leute bezahlt, und kauft eben auch Examen an, als sie total externalisiert verbessern. Das geht so weit, dass in Großbritannien seit 1992 Rankingsliste von der Schule veröffentlicht gehen, wo dann die Erstschule 4 stehen, und die Schulen, die relativ 4 am Ranking sind, die kriegen mehr staatliche Mittel zur Verfügung gestellt. Das führt natürlich dazu, dass ein enormer Konkurrenzkampf zwischen den Schulen ausbricht, und es führt dazu, dass sich quasi Eliteschulen formieren an eben Gattoschulen in dem Sinne, also Energie mehr gesagt. Und das feiert à long terme fährt die Privatisierung dazu, dass Chancengleichheit immer mehr wird auffallen. Und das ist eben auch der Grund, wo wir so, und das kann nicht sein, wir müssen das frei genug erkennen, wohin die Privatisierungstendenzen gehen, und das ist schon drin, bei allen Privatisierungstendenzen, die als Regierung möchte, für ganz klar das gefährliche Evolution zu stoppen. Das ist immer so ein bisschen so eine Theorie, die rundherum schreibt, ja, der freie Marché, den regelt das schon, den ist eigentlich besser wie die öffentliche Hand. Ja, da gucken wir uns mal an, der freie Marché, natürlich regelt den gewisse Sachen aus seiner eigenen Logik, funktioniert eine Konkurrenz, im Prinzip von der Profitmaximierung, an dem Prinzip von Offer und Demand. So haben wir Ressourcen, wir schaffen nicht mit Menschen, wir schaffen mit Ressourcen, aus denen wir keine Kapital herausholen. Und die müssen Profite generieren. Sind zu funktionieren am Privé. Also am besten nicht das Hand auf Ruhe, was sie machen, weil das kostet unnötig Zeit und Zeit ist Geld. Konsequenzen von dem freien Marché sehen wir eigentlich überall. Umweltzerstörung, Ressourcenverschwendung, weil man zu viel und nicht responsabel konsumieren. Und auch Ungleichheit, die soziale, die auf globalem Niveau immer mehr zuholen, und scheierte Streich und Lärm wird immer mehr groß. Und Resultat von unserer letzten neoliberaler Bildungspolitik sehen wir auch, wenn wir die hohe Chiffre vom Jugendchômage angucken. Und das, obwohl eigentlich immer mehr Diplome rauskommen. Da ist der freie Marché, den da regelt, wen Diplom etwas wert ist, aber wen nicht.
Aber wir müssen auch so, dass verschiedene Reformen, die vom Bildungsminister als sozial verkauft gehen, eigentlich verstoppte Spurmaßnahmen gehen. Zum Beispiel den Aufschaffen, quasi Aufschaffen vom Redoublement, das geht der Staat nicht billig. Die Schüler gehen schnell durchgeschleust, mehr sie lehren aber an der Zeit nicht unbedingt mehr, weil sie können ihr Defizite nicht mehr abschaffen. Auch die Reform vom Cycle A-Ferier, die wir schon angeschwart haben, ist eben auch ein weiter verstoppten Spurmaßnahmen an. Und mir gehen eben nicht nur Jugendschulmarsch, weil der freie Marsch das alles regelt, mit mir gehen auch, wenn ihr weiter guckt an die Schullandschaft, dass sich auch Elitenunien dann eben oder Schulen bilden, die dann eben auch selber feststellen, wen Diplom abs wer das an ihren an oder eben die dann eben zusätzlich Konkurren organisieren, weil eben Diplome so aufgewehrt gehen müsste durch Politik. Voilà. Und das weist eben, dass man Umdenken brauchen, das lode Moment aus, für das Umdenken anzufangen und das eben auch an der Schule. Da gehe ich weiter und Evaling. Merci. Zum Schluss resümieren ich als Forderung. Wir stellen fest, dass von Initiativen wie dem Bildungstisch zwar viel geschwärzt gouf, die bis heute aber nicht existieren. Wir fordern eine fundamentale Diskussion mit allen Akteuren, unter anderem die Gewerkschaften, Schüler und ältere Vertreter sowie Bildungsforscher, über zukünftig Rolle, Ausrichtung und Entwicklung von der öffentlichen Schule zu Lützeburg. Wir wünschen uns ein mehr integratives Bildungssystem, das Bildungsungleichheiten reduziert. Wenn Reformen geplant gehen, müssen die am Vorfeld mit allen Akteuren diskutiert gehen. Gewerkschaften müssen von Anfang an aktiv angebunden gehen und dürfen nicht mit einem fertigen Projekt de loi konfrontiert gehen. Wir machen einen Appell an die Regierung und die Chamberskommissionen, sich mit dieser Kontakt zu setzen, ehe ein Gesetzesprojekt gemacht wird. Anstatt öffentliche Schulen immer mehr wie Privatbetriebe zu organisieren, also dann ist es dringend nötig, Ressourcen für Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die die Schüler wirklich unterstützen. Hier ein paar Beispiele. Eine systematisch und gezielte Nachhilfe für alle Schüler, die sie brauchen. Eine tiefgreifende Analyse und Evaluation von der Reform vom Cycle inférieur am Enseignement secondaire général und enger Zusammenarbeit mit allen Akteuren. Sollte sich daraus Änderungsforderungen ergehen, müssen die auch zusammen mit dem Terrain ausgeschafft gehen. Öffentliche Schulen dürfen just von Leuten mit adäquater pädagogischer Ausbildung und Erfahrung als Sprachkenntnisse gelehrt gehen. Und das heißt, Gesetzesprojekte 765 und 7662 müssen endgültig vom Tisch. Profekomiteien müssen angefordert gehen, so wie sie bis Ende 2016 existiert. Die Profekarriere muss mehr attraktiv gemacht gehen und als systematische Diskrimination, besonders was die Überstunden, Formation continue als Spurmaßnahmen angeht, muss abhalten. Wir sagen merci für Ihre Aufmerksamkeit und stehen natürlich gerne für Fragen zur Verfügung.